Guten Morgen miteinander, ich sitze hier von meinem trockenen Brötchen. Guten Morgen, heute ist einmal Vlogtag, habe ich gehört. Es ist gerade 6:30 am Morgen, am Sonntag. Ja, ich stehe freiwillig gern um die Zeit auf für ein Tennisturnier. Danke für die Nachfrage. Ja, ich habe schon angedeutet, heute spielen wir ein Tennisturnier und ich nehme euch einfach mal mit, wie das Ganze ist. Also am Tag, keine Ahnung, was da wird, ob ich irgendwie einen Match gewinne oder ob ich direkt den ersten Match verliere. Man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall habe ich gerade gehört, dass meine Katze aus irgendeinem Grund hier drin ist. Moin. Servus, moin. So, also wir sind mittlerweile unterwegs mit wir, meine Freundin und mir. Das letzte muss man den so nennen, oder? Naja, wir sind jetzt unterwegs Richtung Thun. Grüße gehen raus an den Marc Galaxy an der Stelle. Ja, wir sind unterwegs für auf Thun. Im Kanton Freiburg hat es gar kein Turnier gegeben an diesem Wochenende. Darum habe ich mich für erst Thun entschieden. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Thun. Wir sind da irgendwo auf der Autobahn zwischen Freiburg und Thun halt. Jetzt sind wir auf jeden Fall unterwegs. Ich habe heute Morgen eine Orange und so ein Brötchen gegessen. Ja, optimale Vorbereitung, oder? Und jetzt sind wir unterwegs für Richtung Thun. Der erste Match ist am 8 Uhr am Morgen, am Sonntag. Aber naja, ich fahre jetzt noch ein bisschen dumm, ich kann man nicht mehr haben, oder? So, wir sind mittlerweile angekommen hier in Thun. Es ist wunderschön. Der Marc Galaxy ist wahrscheinlich noch nicht aufgestanden, weil es noch viel zu früh von einem Selbstständigen ist. Ja, wir sind jetzt angekommen auf jeden Fall und ich mache mich jetzt bald ready für den Match zu spielen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze filmen kann. Wahrscheinlich durch meine Freundin, das eine oder andere, irgendwie filmen und festhalten. Auf jeden Fall nehmen wir euch noch heute durch den ganzen Tag mit. Vorher ist noch ein kleines Incident passiert und zwar habe ich hier irgendwie ein Foto, so ein kleiner Spatz verwünscht auf der fucking Autobahn. Also rest in peace an den Spatz. Ich hoffe, entweder ist er sofort gestorben oder er lebt noch und ist wohlauf. Aber wahrscheinlich nicht. Darum rest in peace, Spatz. Und was ich noch ganz vergessen habe zu sagen, ist, was für ein Tableau, das ich überhaupt spiele. Also ich bin jetzt noch nicht wahnsinnig gut, also wir müssen nicht wahnsinnig etwas erwarten. Ich bin im R6, R9 Tableau. Und selber bin ich momentan R6 klassiert. Der Match ist jetzt fertig. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall der erste Satz eine knappe Angelegenheit gewesen. 6:7, also 7:6 im Tiebreak habe ich gewonnen. Knappe Kiste. Der zweite Satz habe ich ein bisschen besser gespielt und dann ist es dann irgendwie besser gegangen. 6:1 habe ich gewonnen, also 7:6, 6:1 gewonnen, der erste Match. Let's go! Der zweite Match ist erst um 5 Uhr am Abend. Jetzt sind wir hier zu tun. Und es ist ungefähr 10, halb 11. Also keine Ahnung, was wir jetzt noch machen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt noch hierher. Wir müssen gehen, einfach die Aussicht genießen. Also es ist wirklich Baba-mässig. Auch nur hier, einfach hier das Panorama hier. Also Thun, zweite Lieblingsstadt nach Freiburg, oder? Vor ungefähr 4, 5 Jahren oder so bin ich hier mal mit dem Markus Galaxus gewesen. Also wirklich, glaube ich, genau hier an diesem kleinen Strand hier zu tun. Und da haben wir eine Challenge gemacht. Noch auf Hochdeutsch stehen sie mal. Steine flitschen. Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt nochmal dir zeigen, Marc, wie gut ich mit meinen Steinen flitschen kann. Nach wie vor. Nach wie vor, wie sie älter kommen, wie sie weiser kommen. Du bist jetzt in der Musik verankert. Und ja, jetzt hier, Abfahrt. Oha. Das war noch viel, hä? Nice, let's go. Also Marc, wenn du nochmal bereit bist für so eine Steineflitschen-Challenge, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar und dann machen wir nochmal eine Steineflitschen-Challenge. Heute bin ich ein bisschen mit Tennis beschäftigt, aber dafür in der Zukunft komme ich nochmal auf Thun hierher und dann machen wir das Battle. Steineflitschen-Battle, what the fuck.
Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ein kleiner Vlog aus dem Auto. Nein, wie ich jetzt gerade, ich habe gesündigt. Ich sage es, wie es ist. Und zwar, in einem Matchtag bin ich ins McDonald's. Ich habe zwar nichts Schweres genommen, aber wir sind kurz im McDonald's vorbeizischen und sitzen auf der Heimfahrt von Thun auf Freiburg, weil der erste Match ist halt erst um 5 Uhr am Abend, also bringt es wirklich nichts. Jetzt den ganzen Tag, es ist halt Sonntag, am Sonntag da läuft gar nichts in Thun, aber in der ganzen Schweiz läuft da nichts. Also fahren wir jetzt einmal Richtung Freiburg und dort in Freiburg daheim, da gibt es dann nochmal ein bisschen Pasta mit Tomatensauce für die gute Sportlerernährung. So, das ist auf jeden Fall mal das. Und jetzt fahren wir mal Richtung Freiburg, weil Thun ist ein ganz, ganz grosser Coronavirus-Herd. Spaß. So. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was ich sagen wollte. Die Vlogs auf dem Zweck-Kanal, die sind wirklich einfach extrem gut und ich nehme einfach jedes Mal den ersten Take und jalla. Yo, was geht ab? Doppelpiece auf Tanzverbot angelehnt und ich kann mit dem Handy schnell filmen. Ich bin jetzt gerade noch da daheim machen bei der Freundin und tue jetzt ein bisschen chillen, ein bisschen runterfahren für den nächsten Match am 5 Uhr am Abend. Was für ein Timing, am 8 Uhr und am 5 Uhr am Abend, der nächste Match. Das war's komplett. Aber auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hier entspannen, ein bisschen chillaxen für den nächsten Match. Und auf Handy angelehnt, auf Tanzverbot angelehnt und jetzt noch ein bisschen vloggen. Bester Vlogger bin ich, oder? Nee. Unglaublich, aber wahr, ich habe den Match gewonnen. Ich weiß auch nicht wie, gegen das Nummer 1 vom Tableau. Ich weiß auch nicht wie, ich bin hier gerade im Restaurant und esse hier auf ganz entspannt ein paar Nudeln mit Tomatensauce. Einfach für die guten Kohlenhydrate drin zu bekommen, oder? So muss das. Nein, jetzt noch das Finale, ich bin schon ziemlich am Arsch. Keine Ahnung, wie es wird. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne, aber ich bin schon ins Finale gekommen, ich bin schon glücklich. So, jetzt fängt der dritte Match gerade an. Ich muss jetzt gerade parat machen in der Garderobe. Ich nehme die Kamera jetzt mal nicht mit. Aber der Match fängt jetzt an. Keine Ahnung, wie es wird. Ich gebe mein Bestes. Jalla, Abfahrt. Ich weiß auch nicht wie, um Gottes Willen, ich weiß es nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe das Turnier irgendwie gewonnen. Ja, hey, holy shit, Löschmatch jetzt 6-2, 6-3 gewonnen. Ja, um Löschmatch habe ich so gefühlt am besten gespielt. Also sehr, sehr nice, ein Statement von dir. Mhm. Gut, danke dir mal für die Input, also wirklich sehr konstruktiv und hat mir jetzt wirklich weitergebracht im Leben. Kapi. Ja, was soll ich sagen, es war ein heftiger Tag, eben zumal komplett am Arsch wahrscheinlich. Apropos, es war ein heftiger Tag. Wir sind jetzt gerade Säftigen, in der Nähe von Säftigen, irgendwo im Mac. Nochmal, zweimal am gleichen Tag im Mac gewesen. Und ich habe ein Tennisturnier gewonnen. Lul. Genau so musst du es machen, Roger Federer. Wenn wir das nächste Mal, wenn du den Vlog siehst, Roger oder Familie, dann können wir zusammen trainieren, weil dein Knie ist nicht gut gerade momentan. Also über das Haar. Also über das Haar für ein kleines Training mal zwischendurch. Ich habe jetzt sogar das Turnier gewonnen, also ich bin wahrscheinlich auf dem gleichen Level wie du, oder? Ja, auf jeden Fall weiß ich noch nicht genau, wie der Vlog jetzt war, chronologisch, ob das alles aufgegangen ist und so weiter und so fort. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Vlog gefallen. Es war mal etwas anderes gewesen. Einmal so einen Tennistag mitverfolgen. Ich meine, oft spiele ich das Turnier nicht, aber wenn ich es mache, dann
gewinnen nicht, oder? Nein, Spaß. Ich habe nicht das sagen. Nein, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen. Lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, da haben wir noch babamäßige Reactions auf dem Kanal. Und Kuss geht raus an euch alle, die das Video euch eingezogen hat. Ich hoffe, es sei nicht nur Tennis-related gewesen, sondern es sei einfach schon extrem unwitzig gewesen. Also in dem Sinn, ciao zusammen. Was ich noch sagen wollte, jetzt muss ich zuerst noch mal meine Nuggets gönnen. 9 Nuggets. Abfahrt. Herzlich willkommen in Greifheimberg. Was darf Sie bei euch? Gerne ist ein McFlurry Ovo McFlurry Ovo, ja. und ist 9 Nuggets. Soße für Nuggets? Die Potato Sauce. Sehr gerne. Tschüss, noch etwas dazu? Nein, ist gut, merci. Dann wird das 11,80. Ganz für den Fall, merci. Danke vielmals, merci.